Hallo, hallo, verehrte Damen, geschätzte Herren. Das hat mein Wirtschaftslehrer immer gesagt im Gym. Shoutout, Herr Pi. Äh, Willkommen zurück bei «Hören mal». Heute geht es um ein richtig spannendes Thema, meiner Meinung nach, wenn ich das selber so behaupten darf. Weil es geht nämlich um meine blinde Schwester, bzw. sehbehinderte Schwester. Sie ist nicht komplett blind. Das hätte ich vielleicht auch noch erwähnen können. Ich habe euch nämlich auf Insta gefragt, was ihr so für Fragen zu der Folge habt, beziehungsweise an meine Schwester. Und ein paar Fragen sind wirklich so gewesen, als würde sie so null sehen, was in Wahrheit wirklich nicht so ist. Ich weiss, ich komme selber honestly nicht wirklich daraus, wie viel sie tatsächlich sieht, und sie kann mir das logischerweise auch nicht hundertprozentig erklären, weil sie weiss ja nicht, was ich sehe. Aber ich würde mal sagen, so für einen Kontext, sie sieht fix so Kontrast und Farbe. Ich weiß nicht, wie sehr sie Farbe sieht, aber sie sieht, dass etwas andere Farbe hat als etwas anderes. Licht, hell, dunkel, Farben. Sogar wenn sie etwas mega nahe nimmt, kann sie, wenn es genug gut geschrieben ist, natürlich, wenn es deutlich ist, kann sie sogar lesen. Aber halt alles zu einem gewissen Grad. Also logisch nicht alles mega gut. Und man muss sich auch vorstellen, sie können jetzt wahrscheinlich nicht ein Buch einfach so lesen, weil es halt extrem anstrengend wäre für sie, für ihre Augen und so weiter und so fort. Und das hat sich, glaube ich, auch über die Zeit verbessert. Also, wo sie ganz klein war, hat sie sicher schlechter gesehen. Und sie ist auch in eine Blindenschule gegangen und alles am Anfang. Aber sie ist recht crazy. Also, sie ist wirklich überhaupt nicht das, was man sich vorstellt, wenn man so an eine blinde oder sehbehinderte Person denkt. Und ich glaube, das ist so etwas, wo wir am Schluss von dieser Folge hoffentlich alle so ein bisschen verinnerlicht haben, dass das eigentlich niemand unbedingt das Bild repräsentiert. Weil also überleg mal, wie viele Leute kennst du, die nicht gut sehen. Wahrscheinlich, wenn du nicht selber irgendwie in diesen Kreis bist, weil du jemanden in der Familie hast oder selber dazugehörst, wahrscheinlich nicht gerade viel. Man sieht auch so, dass von den Filmen, dann laufen sie mit so einem Stock rum und laufen irgendwo rein und sind ganz anständig und machen nichts falsch und sind sehr gescheit oder so. Ja, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber ich habe das Gefühl, ich habe von irgendwo so das Bild, so die blinde Person ist so der Ratgeber. Mega oft heisst es doch auch so, in so ein bisschen so mystischen Serien sind so die nichts sehen, sehen dafür so Zukunft und so. Also ist so etwas, wo mega so voll nicht normal dargestellt wird. Was irgendwie auch verständlich ist, weil es ist nichts, wo wir so richtig fassen können, weil wir ja selber überhaupt nicht in dieser Welt leben. Aber vielleicht hilft die Folge ja, uns ein bisschen zu verstehen, wie das so ist. Und für mich ist es halt eben mega normal, weil ich bin mit ihr aufgewachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, ein anderes Geschwister zu haben, weil ich habe nur sie als Schwester. Ich bin nie mit einer sehenden Schwester aufgewachsen oder mit meinem Bruder, was auch immer. Aber ich probiere das so objektiv wie möglich zu erzählen, dass man möglichst viel daraus lernen kann. Bevor wir aber anfangen, erstmal zum Live-Update. Ich weiss nicht mehr, was... Gestern habe ich so gedacht, wow, das muss ich im Live-Update erzählen. Ich habe probiert, mein Zimmer aufzuräumen. Alter, wenn ihr sehen würdet, wie mein Zimmer aussieht. Ich hatte es vielleicht 3 Tage ordentlich gehabt. Ich habe wirklich gedacht, diesmal behalte ich es ordentlich. Aber das hat überhaupt so fucking laut nicht funktioniert. Wenn ich umschaue, rechts, wie sagen wir das, so Kleiderturm. Geradeaus Galaxus-Paket, wo das neue Mikrofon drin war. Nochmal geradeaus Ritt Kleiderstapel. Am Boden geradeaus, so ein bisschen links, Lipgloss, Parfüm, irgendein Schloss von einer Red Bull Party, die ich mitgenommen habe, Tangle Teaser, Schuhe, nochmal eine Verpackung vom Mikrofon, Täschchen. Links Kleiderstapel. Links Taschenstapel. Genau vor mir am Boden Kleiderstapel, der eigentlich auf dem Sessel war. Ja, das ist das einzige Live-Update. Und, was noch? Ja. Nein, das ist mein einziges fucking Live-Update. Ich weiß gar nicht, wenn ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mega kurz her aufgenommen. Aber, in dem Fall,
fange ich einfach an, ein bisschen zuerst Kontext zu geben. Und nachher gehe ich aber gerade ans Handy und eigentlich einfach nur Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt, weil ich weiß selber gar nicht, was ich über das Thema erzähle. Ich weiß nur, dass es fix spannend ist. Okay. Also, wir sind zum Glück, kann man sagen, wahrscheinlich in dieser Hinsicht in einem kleinen Dorf im Graubünden aufgewachsen. Das heisst, für meine Schwester natürlich, ihre Umgebung, wo sie hineingeboren ist, ist jetzt nicht eine wilde Stadt gewesen, wo es mega laut und hure viele Leute und crazy und gefährlich so. Nein, wir sind auf dem fucking Bauernland aufgewachsen. Alle haben alle gekannt. Wenn irgendetwas war, wenn meine Schwester irgendwo auf der Straße rumgesäckelt ist, sie ist nämlich als Kind, glaube anscheinend, so wie ich das in Erinnerung habe, hure oft einfach davon gesäckelt. Ohne nichts. Und meine Mutter natürlich am Heulen. Wo ist sie, wo ist sie? Und sie irgendwo auf dem Bauernhof am Eier klauen oder so. Aber so, alle haben alle gekannt. Und wenn irgendetwas war, ist es 2 Minuten gegangen und dann haben sie meiner Mutter angerufen. So, hey, die Nena ist da. Sie heisst übrigens Nena. Meine Schwester ist ein dänischer Name. Und sie hasst ihren Namen, glaube ich. Weil es einfach niemand checkt in der Schweiz. Nena. N-A-N-N-A. Habe ich es jetzt selber falsch gesagt? Das ist komisch. Und wir sind dann aber, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, wo wir dann unter der Woche auf Zürich gegangen sind, aber wir sind dann irgendwann, wo ich glaube so 3, das heisst, sie muss so 8 gewesen sein, ja halt dann um die Zeit, wo du eingeschult wirst, Alter, bin ich dumm. Ja, also 7, 8, glaube ich, sind wir, wow, etwas passiert auf meinem Laptop, bitte, bitte, bitte stürzt nicht ab oder so. Okay, ich glaube, es läuft alles gut. Sind wir unter der Woche auf Zürich gegangen, damit sie dort in eine Blindenschule gehen kann, um hoffentlich dann später in die Regulärschule integriert werden können. Glaube ich, ist der Plan von dem gewesen. Das hätte ich eigentlich auch noch recherchieren können. Kennen Sie das so? Wenn ihr so überlegt, so, wie ist das genau gewesen? Alter, man weiß gar nicht, was im eigenen Leben, wieso und warum passiert ist. Es ist einfach irgendwie passiert. Und dort war ja dann eigentlich schon ein bisschen so Big City Life gewesen, aber ich weiß gar nicht, wie das dort für sie war. Wir sind halt irgendwie, sie war ja auch mega klein gewesen, und ich glaube, sie ist einfach mit meiner Mutter dann rumgelaufen und so. Und dann ist sie dort, hat sie es glaube ich gehasst, weil sie ist wirklich überhaupt nicht so, natürlich hat sie mega viel so Training bekommen, im so, wie sagt man, so Mobilität, keine Ahnung, so rumlaufen, navigieren, kochen. Einfach so das selbstständige Leben, ist, wo sie kleiner war, ist immer so eine Frau gekommen und so. Aber ich glaube, sie hat das so gehasst. Sie hat auch immer ihre Blindenstöcke. Eigentlich müsste sie, glaube schon, oder wäre es vorteilhaft, wenn sie mit einem Blindenstock rumlaufen würde, weil erstens für sie selber, oder? Zweitens sehen dann halt die Leute von außen auch so, oh, okay, da muss ich ein bisschen aufpassen, die Person ist eingeschränkt in ihrem gesehen, aber sie hat einfach immer die scheiß Stöcke, sie hat so viele verschiedene gehabt und sie hat sie immer irgendwo weggeschmissen, in den Bach geschmissen, so da, als wüsste sie nicht, wo er ist, weil sie einfach nicht mit dem rumlaufen und sie läuft heute auch nicht mit nichts sie hat keinen Kleber irgendwie, es gibt ja so Kleber, hat sie nie irgendwie am Rucksack oder an der Jacke oder so, nichts, Bro. Wenn sie rumläuft, niemand checkt, dass sie nichts, also sie sieht ja auch nicht nichts, aber ich sage das jetzt immer so, weil es ist hure, wenn ich jedes Mal sage, ja, dass sie fast nichts sieht, egal, ich habe es ja gesagt. Niemand checkt es. Ich weiss noch, da in unserem Kaff, wo sie auch noch da gewohnt hat, sie wohnt jetzt allein, crazy, ja, sie wohnt allein, ist sie amig so, haben meine Kollegen mir so geschrieben, so, Alter, deine Schwester ist gerade gefühlt fast vom Bus angefahren worden, sie ist einfach so davor gelaufen und so. Sie gibt zero fucks, sie läuft einfach und irgendwie kommt es dann schon gut, es ist auch noch nie etwas richtig Schlimmes passiert, glaube ich. So meines Erachtens nach, was so angeht, dass sie irgendwie etwas nicht gesehen hat oder jemand sie nicht berücksichtigt hat oder so heftig. Sie ist 1 Jahr, hat sie mir erzählt, sie ist allein an die Street Parade gegangen. Beziehungsweise sie ist mit Leuten angegangen, hat sie verloren und ist allein irgendwie wieder dort rausgekommen, lebendig. Bro, nicht mal ich hätte das geschafft. Also, sie ist wirklich crazy. Sie geht auch allein reisen, sie macht so viel allein. Und darum habe ich das, glaube ich, auch nie so als etwas Außerordentliches können anschauen, so, weil sie lebt das Leben genauso wie ich. Das Einzige, was ist, dass wenn wir das erste Mal irgendwo auf Besuch waren oder so, dass man dann halt kurz mitgegangen ist aufs WC, um zu zeigen, wo das WC ist. Das zweite Mal hat sie dann aber schon gewusst, wo sie hinlaufen muss. Also ich glaube, wenn man eine Einschränkung hat, egal ob jetzt einfach irgendetwas mit dem Sinn, jetzt halt in dem Sinn vom Sehen her,
sehen, Alter. Sehen, keine Ahnung. Hast du halt dafür, die anderen sind viel mehr ausprägt. Zum Beispiel, sie hört hure gut. Sie hat ihr Handy, es gibt auf dem Handy, gibt's Voice-Over, also auf jeden Fall auf iPhone, keine Ahnung, was sonst. Und das liest ihr so die Nachrichten vor. Erstens, sie hat das so gefühlt auf 4-fachen Speed. Die Stimme nach so blablabla. Zweitens, sie lässt das auf der niedrigsten Lautstärke, auch wenn sie das Handy nicht ganz ans Ohr hat. Die hört das einfach. Das ist ja auch logisch, ich würde das genauso machen. Ich würde doch nicht wollen, dass, wenn ich will, dass mein Voice-Over mir etwas vorliest, dass jede fucking andere Person neben mir auch hört, was eine Person mir geschrieben hat auf WhatsApp. So. Logisch stellt sie es so ein, dass wir Normalsterblichen das einfach überhaupt nicht mal verstehen können oder so. Aber einfach so Sachen, wo... Also sie kann normal das Handy bedienen, sie braucht, glaube ich, das Voice-Over gar nicht mehr. Sie drückt einfach um und dann merkst du, oh, jetzt hat sie einen verfehlt oder so, aber das machen wir ja auch. Wenn ihr einen Screenshot schickt, wo ein Text drauf ist, das Handy könnt ihr das schon vorlesen, aber ich glaube, sie zoomt rein und liest es selber. Und ich weiss noch, das Einzige, was die Leute früher immer gesagt haben, wenn sie meine Schwester irgendwo gesehen haben oder so, halt früher, wo man auch noch so zum Teil in die gleiche Schule gegangen ist und so, wo man einfach gewusst hat, so, das sind Geschwister und so, heutzutage halt niemand weiss, dass es meine Schwester ist, weil sie wohnt nicht mal bei mir, wisst ihr, was ich meine? Aber so früher, wieso hat deine Schwester das Handy so nah am Auge? Das ist einfach, weil sie dann wirklich noch etwas erkennt und sieht. Also, falls ihr mit Video schaut, es ist wirklich dann so. Und dann ist sie so, schaut. Und dann, wenn sie schreibt, macht sie so. Tut sie es kurz weg quasi. Und dann geht es wieder nach. Und das ist wirklich, das ist so heftig einfach. Also, ich frage mich ja selber, ich weiss, für mich ist es zwar normal, aber ich frage mich selber immer so, Alter, wie zum Fick macht sie das? Aber es ist halt einfach ihre Normalität und ihre Realität. Und so wie wir uns bei allem anpassen, was wir machen und so ein bisschen unsere Quirks haben und so Lifehacks und so, haben Leute wie sie das halt einfach auch. Und sie immer noch, ich habe gesagt, ja, wenn du noch etwas zu sagen hast, dann soll sie mir eine Sprachaufnahme machen. Und sie so, ja, Trigger Warning, Bündnerdeutsch. Meine Schwester hat absolut das Bündnerdeutsch behalten. Falls es was Lustiges willst haben, was blind auch immer wieder passiert. Und ich so, geil. Und sie, ich bin mir nicht zu schade, Tee zu spillen. Also, sie hat den Tee gespielt und zwar, warte, ich weiß gar nicht, wie gut man das dann hört im Mikrofon. Okay, probier's. Nein! Ich bin früher immer mit meiner Mutter und meiner Schwester einkaufen. Und ihr wisst sicher, dass es so Puppen früher immer gab. Ich weiß nicht, ob es die heute immer noch gibt, so Schaufensterpuppen, aber nicht im Schaufenster, sondern einfach im Laden drin. Und ich bin immer früher zu denen hergegangen und habe halt so die Kleider angerührt und so, weil wenn ich einkaufen gehe, dann rühre ich halt ganz viel die Kleider an, um zu schauen, wie sie sich anfühlen und wie der Stoff ist und so. Und dann habe ich die immer angerührt. Und eines Tages war das dann wieder so gewesen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, oh, Mami, schau da jetzt so schöne Kleider. Dann habe ich die Puppe angerührt. Nur leider war es keine Puppe, sondern eine richtige Frau. Das ist wirklich hure oft so gewesen. Aber das kennt man ja schon, wenn man etwas sieht. Wenn so jemand von hinten ausgesehen hat wie die Mutter im Laden früher und man einfach so ist anlängen und es war einfach überhaupt nicht die Mutter gewesen. Das ist ihr einfach so 10-mal mehr passiert früher. Das ist wirklich, Alter, das ist so funny. Und das ist auch so lustig, weil zuerst sind die Leute immer verschrecken die Leute so hure und so, aber nachher geht es so 2 Sekunden und man sieht ihr schon an, dass sie blind ist, weil wie sagt man dem? Stark. Fuck, wie sagt man dem? Stark. Alter, jetzt kommt einfach so. Fuck, wie heisst das? Wenn die Augen sich so bewegen, ich müsste das eigentlich wissen, es ist richtig peinlich, dass ich das nicht weiss im Fall. Wenn Augen sich bewegen. Komm, wir tun das jetzt googlen. Nystagmus. Ja, jetzt wisst ihr es, jetzt weiss ich es. Also ihre Augen bewegen sich so hin und her.
Und dann sehen das die Leute obviously, aber es ist immer dann so. Und es ist auch so funny, meine Schwester sagt auch immer, wenn sie kann auch hure so die Karte pullen, so «Ah ja, sorry, ich sehe nichts» und so. Und dann sagt sie halt extra, sie sieht überhaupt nichts, oder? Und dann, keine Ahnung, dann lassen die Leute sie irgendwo rein, wo sie gar nicht rein sollten. Oder sind einfach so hure überfreundlich. Weil, ja, keine Ahnung, aber sie hat das glaube ich auch schon ein paar Mal ausgenutzt. Es ist schon der Alte, wir haben alle unsere Vorteile und die sollten wir brauchen. Ja, aber eben, wir sind eigentlich, wir sind so im Ruhigen aufgewachsen und so, was sicher vorteilhaft war für sie. Aber sie hat sich eigentlich in jedem Kontext immer eingefunden. Es ist jetzt nicht, dass sie es nötig hat, im kleinen Bergdorf zu wohnen. So, sie hat sich in Zürich zurechtgefunden, sie geht fucking sich in Kanada sich zurechtfinden, sie kann in der Türkei sich zurechtfinden, sie kann sich überall zurechtfinden. Und es ist im Fall echt krass. Alle haben gefragt, ja, ist es für sie amigs blöd gewesen, weil sie ja sicher weniger hätte dürfen, weil sie nichts sieht. Als du, ihre Schwester, du hast sicher mehr dürfen. Bro, meine Schwester, also erstens, sie hat es einfach gemacht. Es war ihr scheißegal gewesen, wenn meine Mutter gesagt hat, Alter, nein, du darfst nicht da, dann ist sie einfach gegangen. Das ist schon mal ein grosser Unterschied zwischen ihr und mir. Ich bin so, okay, ja, ist gut. Und meine Schwester ist so, Alter, fick dich, ich gehe jetzt. Aber zweitens, meine Mutter hat schon immer zu mir gesagt, ja, die Nena kann sich wenigstens verteidigen und so. Du, die könnte man sofort klauen und so. Sie ist, weisst wie stark und so. Sie wirkt auch nicht wie jemand, wo man einfach so mitnehmen würde. Und so, Alter, meine Schwester hat immer alles dürfen. Und ich habe dann so, sogar wenn ich schon älter war als sie zu dem Zeitpunkt, kann ich es trotzdem nicht machen. Also das ist auch schon mal ein sehr funny Moment. Also, sorry, ich kann nicht multitasken, ich bin gerade die Frage auf dem Handy am Führen suchen. Also, ich mache jetzt einfach random. Was für Einschränkungen hat deine Schwester? Das habe ich sie sogar gefragt, weil ich weiß es selber gar nicht, eben weil ich einfach so sehe, so Bro, ich kann alles. Was sie jetzt nicht gesagt hat, aber was ich sicher kann sagen, ist, dass es für sie extrem schwierig war, so schultechnisch und berufsmäßig das machen, was sie wirklich wollte. Weil das Problem ist, sie kann nicht die normalen Schulbücher nehmen. Es hat immer müssen in Blindenschrift oder digital eingescannt werden und so weiter und so fort. Und zu ihrer Zeit, ich meine, sie ist schon 5 Jahre früher als ich, hast keine Laptop-Klasse oder so an der Kante. Sie war eigentlich an der Kante und hat dann aber aufhören, weil die IV das nicht mehr übernehmen wollte, dass das so eine hohe Kosten betreibt hat, dass die Bücher immer quasi konvertiert werden, dass es für sie zugänglich ist. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass sie die Kante nicht mehr weitermachen konnte und hat müssen umdenken und einfach etwas anderes machen, weil ihr das nicht möglich war, obwohl sie ja fett die Mentalkapazität eigentlich hatte. Also sie ist mega intelligent. Sie hat sich noch nie Notizen machen oder so und hat immer hure gute Noten gehabt. Sie hat einfach so gefühlt so ein Klebe-Hirn. Aber sie hat das einfach nicht können machen wegen dem Geld. Weil es halt ein grosser Aufwand ist. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann nicht denke, Alter, fickt euch. Aber sie selber sagt, dass sie als Erwachsene am meisten schlimm findet, dass sie nicht Auto fahren kann. Weil logisch, man will ja so selbstständig sein wie möglich und das nimmt er halt komplett den Aspekt vom Selbstständigsein. Also du musst immer, entweder jemand fährt dich oder du kannst jetzt, heutzutage ist es ja geil mit Uber und so, aber du zahlst halt auch sehr viel. Schlussendlich, wenn du das immer machen würdest, oder musst du auf einen scheiß Bus warten. Aber obwohl, Alter, im Fall, die Sau, die hat sich auch so hart mit den Busfahrern angefreundet. Immer. Ich weiss noch, ich habe im letzten Kaff, wo wir gewohnt haben, habe ich immer, wie jeder normale Mensch, bin ich an die Bushaltestelle gelaufen. Dann zum Teil, sie steht einfach vor dem Haus, winkt, wenn er vorbeifährt. Der haltet so vor unserem Haus an, weil sie einfach der beste Bre mit jedem Busfahrer jemals war. Und die halt einfach Special Treatment bekommen von denen. Fick die Nena. Ich weiss, du hörst zu. Dann das Zweite, was sie sagt, ist eine Einschränkung, ist so Dokumente und so schnell ausfüllen, wenn sie es nicht am PC machen kann.
das ist auch so, ich frage mich auch immer, wie sie das macht, so, wenn du irgendwo hin musst und irgendwie etwas unterschreiben oder einen Vertrag lesen und so, und die haben das halt nur auf einem Papier, Digga, was machst du denn? Wahrscheinlich machst du dann, es gibt sicher so, du kannst ja jetzt so Fotos machen und das tut dann den Text scannen und alles, aber so Sachen sind halt wirklich mega nicht inklusiv für Menschen, die nichts sehen. Dann drittens, dass ganz viele nicht verstehen können, dass die meisten einfach normal behandelt werden wollen und nicht als wäre etwas nicht gut oder als müsste man irgendwie Mitleid haben oder speziell auf sie schauen. Logisch nimmt man Rücksicht und so, und das ist ja etwas anderes, aber so das «Oh, du Arme» und «Oh, wie machst denn du das?» Also es gibt einen Unterschied zwischen neugierig sein und das glaube ich, kann ich auch so sagen, dass die meisten Leute, die irgendeine Behinderung haben, sehr offen über das reden können, weil logisch, es ist ein grosser Teil von ihrem Leben und sie haben schon 100-mal müssen die gleichen Sachen beantworten. Und ich glaube, wenn man herausfindet, was der richtige Weg ist, um so etwas zu fragen, dann kann man einfach hingehen und fragen. Aber lieber gehst du an und fragst, «Hey, es interessiert mich mega und du musst auch nicht antworten oder so.» Du kriegst die Frage sicher mega oft, aber ich würde gerne dich persönlich fragen, anstatt mich einfach so zu wundern und irgendwie zu spekulieren. Wie ist das für dich, wenn du jetzt da an die Bushaltestelle laufst oder so? Und fix, ausser die Person hat keine Zeit oder wie immer so, man hat keine Lust oder ist scheiße gelohnt oder so, aber ich glaube, dann bekommst du fix eine Antwort, als wenn du so daneben stehst mit deinen Kollegen irgendwie redest, «Oh mein Gott, zum Glück geht es mir nicht so, oh mein Gott, die Arme.» Weißt du, also erstens, sie hört dich, zweitens, niemand sagt bei dir, «Oh, du Arme», weil du in deiner Realität lebst, obwohl du sicher auch hure grosse Probleme hast und so, nur weil man es dir nicht ansieht. So, sie genau ein gleichwertiges Leben wie wir anderen auch. Gut, als nächstes war eine Frage. Wo ist es? Oh nein, es war auf Hochdeutsch. Wie sollen wir also einfach als Fremde mit Blinden umgehen, also draußen? Also falls man sich nicht sicher ist, ob sie Hilfe brauchen, aber man auch nicht überfürsorglich wirken will. Meine Schwester hat gesagt, weil das kann ich auch nicht selber beantworten, meine Schwester hat gesagt, einfach sagen, «Hey, ich wollte nur fragen, ob Sie Hilfe brauchen und wenn ja, was kann ich machen?» Und wenn jemand ihr Freizeit helfen will, dann würde ich die App Be My Eyes echt empfehlen. Ich glaube, das ist so eine App, wo, wenn jemand blind Hilfe braucht, dann können sie so drücken und dann kommt gerade irgendjemand, der Zeit hat, random, und dann können sie so filmen quasi mit dem Handy die Umgebung oder irgendein Dokument oder so und dann kann die sehende Person sagen, ja, du musst rechts laufen oder geradeaus musst du aufpassen oder ja, auf dem Dokument musst du dort und dort das und das machen. Das ist einfach instantly hast du irgendjemanden, der dir helfen kann. Also ladet die App ab. Und dann sagt sie noch, und bitte nicht einfach fremde Leute anlängen ohne Fragen. Das haben die meisten Blinden nicht gerne und der ganz Blinde kann es auch Angst machen. Ich glaube, ich würde das im Fall, das ist crazy, ich würde glaube im Fall so antippen, wenn ich jetzt aus Reflex. Also merken wir uns alle, nicht einfach anlängen, macht irgendwie auch Sinn. Ich glaube auch, viele blinde Leute oder sehbehinderte Leute sind viel sensibler auf das, weil es ja so plötzlich kommt und so unerwartet. Und sie sind wahrscheinlich auch gerade konzentriert auf etwas. Und das ist wie, man darf ja zum Beispiel auch keinen blinden Hund anlängen, wenn er am Arbeiten ist, weil er sehr konzentriert ist und einfach am Arbeiten ist. Und das Gleiche kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen bei einer blinden Person, die allein jetzt rumläuft oder so, ist auch hure anstrengend. Und sie sind voll so, okay, jetzt muss ich da und dies und das und man muss sich auf den Boden achten und schauen, kommt eine Stufe, bla bla. Und wenn jemand die dann einfach anlenkt, glaube ich schon, dass man sie dann wie so aus dem rausreißt und so aus dem Konzept und so. Also, merken wir uns, einfach ansprechen. Wow, mega scary. Ich finde das wirklich, ich sehe, also das ist echt traurig eigentlich, dass ich mit einer blinden Person aufgewachsen bin und trotzdem so bin, so, Entschuldigung, kann man etwas machen? Also, aber es ist halt auch, weil alle so anders sind und ich weiss nur, wenn meine Schwester das jetzt voll easy nehmen würde, weiss ich natürlich nicht, wie eine andere Person darauf reagiert. Aber das ist ein netter Gedanke und wenn dann jemand mal ein Arschloch zu dir ist, dann sind nicht blinde Leute Arschlöcher, sondern dann ist die Person einfach ein Arschloch. Weil meine Schwester hat nämlich auch gesagt, dass ich noch erwähnen soll, dass blinde Leute genauso Hurensohn sein können wie wir und genauso einen schlechten Tag haben können und genauso normal sind wie wir und nicht einfach eine Inspiration sind, nur für den Fakt, dass sie blind sind. Und
Und dass es auch voll okay ist, es anzusprechen oder so beim Namen zu nennen. So, ja, du bist behindert. Aber also logisch, du kannst nicht, du behindert. Aber so, zum Beispiel jetzt sagen, ja, sehbehindert oder so. Du musst nicht nicht sehen. Weißt du, so, sie wissen es ja selber und sie wollen nicht anders behandelt werden. Und so das drumherum reden und so macht eigentlich mehr weh, als dass es etwas Gutes macht, sagt sie. Und sie sagt aber auch, sie kann schon verstehen, wieso es unangenehm ist und so, wenn man halt keinen Berührungspunkt mit dem hat und so. Aber ja, gut. Dann haben hure viel gefragt, wie das für mich als Kind war, ob ich mich nicht irgendwie benachteiligt oder so übersehen oder so vernachlässigt gefühlt habe, weil logisch so ein blindes Kind viel mehr Arbeit ist und viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Und ich habe das im Fall, glaube ich weiß nicht, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich glaube, es hat mich nicht so gestört, weil ich habe das immer, also meine Eltern haben mir das auch immer sehr deutlich gesagt. Ja, du weißt, Nena braucht das und so. Wir haben die genau gleich gerne und so und ich habe das auch immer verstanden, und ich habe das irgendwie, glaube ich, auch cool gefunden, eigentlich, dass ich auch so ein bisschen mithelfen konnte und so. Obwohl ich jünger war, habe ich dann zum Teil, ja, lauf du mit der Nena und so. Bin ich so Slay! Ja, ich bin die Navigation, obwohl ich ein kleiner Gaggi-Furz bin. Ich glaube, fuck, meine Mikrofonsituation ist nicht ideal. Aber ich glaube, also in der inneren Familie habe ich das nie gehabt. Es hat mich nie gejuckt, es hat mich nie gestört. Ich habe gedacht, ja, macht ihr. Aber was mich persönlich gestört hat, ist im äußeren Kreis, so an Familienfest zum Beispiel oder so, hat man es schon gemerkt, dass dann wie der Fokus auf ihr war, was ich dann wie nicht verstanden habe, weil es ist nicht um die Hilfe gegangen oder um eben, dass sie einfach mehr quasi hilfsbedürftig war, sozusagen. Heutzutage würde ich das übrigens auch nicht mehr sagen, aber als Kind, logisch, ist es dort noch ein bisschen schwieriger gewesen. Sondern einfach, dass sie allgemein mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, das war mehr auch wegen ihrer Person gewesen. Alle haben sie geliebt, weil sie so extrovertiert und lustig und laut und frech und so war. Und ich war halt so eine mega ruhige gewesen. Und dann bin ich halt logisch auch so ein bisschen im Schatten von ihr gestanden. Aber ich glaube, das hat auch etwas mit dem Altersunterschied zu tun. Also, sie ist ja viel älter als ich, vor allem so in diesen Phasen, wo es etwas ausmacht. Ich meine, wenn ich 6 bin, ist sie schon so halb bald pubertierend und so. Also, ich glaube, es ist nicht mehr als in anderen geschwisterten Situationen gewesen. Nie wegen dem, dass sie blind ist. Nein, überhaupt nicht. Wir sind beide verwöhnt gewesen, würde ich mal behaupten, was so Sachen angeht. Okay, jemand fragt, hat es Vor- und Nachteile für dich gegeben? Wow, also Vorteil ist, aber ich weiss, ich glaube nicht, dass das etwas mit ihr als Blinde zu tun hat, sondern auch mit ihr als Person. Es war immer nice gewesen, sie als grosse Schwester zu haben, weil sie immer alles gewusst hat. Sie war wirklich wie ein Lexikon für mich. Und irgendwie so, sie hat einfach alles gewusst, was ich gerne wollte wissen. Und wir haben es immer, also wir haben uns auch hure gestritten. Also ich habe da unten am Kinn eine Narbe von ihr, weil sie mich mal in ein Nachttischchen gekickt hat, weil wir so Spiele gespielt haben. Ja, das ist eine lange Geschichte, aber wir waren hure aggressiv gewesen und so richtig schlimme Zicken. Aber wir haben es auch immer hure lustig gehabt und ich glaube, es war auch ein Vorteil, dass es mich so ein bisschen abgehärtet hat. Weil von daheim aus war immer klar, wir machen uns lustig über aber wir witzen so über die Situation und man kann diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, für uns hat es irgendwie schon funktioniert. Meine Mami hat immer gesagt, meine Mami sagt immer, ich darf das nie sagen, aber wer bis jetzt zulässt, juckt das glaube ich nicht, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Sie hat immer gesagt, blind und blond unterwegs, zum Beispiel, wenn wir so in Folge sind, also ja, blind und blond. Aber es ist immer so, es ist sehr, schon von Anfang an so normal wie möglich probiert worden, das so normal wie möglich wirken zu lassen. Und ich habe das Gefühl, es hat mir schon auch mitgegeben, dass ich mega viel Verständnis habe und Rücksicht nehme auf andere und auch früh gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es vielleicht cool gewesen wäre, wenn ich als Kind nicht hätte müssen überlegen, was ist dort und wer passt auf und bauen. Aber das ist auch nicht, also eben, es war so normal für mich, dass ich jetzt mir gar nicht vorstellen kann, wie das gewesen wäre, wenn ich nicht so aufgewachsen wäre. Und Nachteil ist einfach, glaube ich, dass ich
Was sind die Nachteile gewesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass für mich vielleicht ein Nachteil war, dass es ist bei grossen Entscheidungen sind ihre Bedürfnisse vor meinen gestanden. Weil man hat gewusst, ich kann mich wirklich in jeder Situation einfinden. Und für sie, wenn wir jetzt irgendwo anziehen würden, wo zum Beispiel, keine Ahnung, das Lichtsignal nicht piepst, wenn man drüber läuft, dann hat sie keine Chance, zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, ob sie keine Chance hat, aber so dazumals auf jeden Fall. Und dann hat es halt zum Beispiel auch geheißen, ja nein, eben, wenn es jetzt das war, wir gehen auf Zürich. Ich hätte wahrscheinlich nicht auf Zürich, niemand hätte wahrscheinlich auf Zürich, aber für sie war das Beste gewesen. Oder ich hätte eigentlich gerne in Dänemark weiter gewohnt, aber meine Schwester nicht in Dänemark bleiben. Dann sind wir zurück in die Schweiz gegangen. Das sind so Sachen, die ich einfach zurückstecken musste, aber wo ich auch nie gedacht habe, so, ja, es ist, weil ich weniger Bedeutung habe. Also ich habe das ja auch immer verstanden und es ist auch verständlich. Aber wenn man jetzt irgendeinen Nachteil nennen will, dann wahrscheinlich das. Oder sonst, Alter, was auch richtig mühsam war, sie hat immer vor dem Fernseher sitzen. Also sie ist wirklich auf einem Stuhl direkt vor dem Fernseher gesessen immer. Und dann hast du immer so etwas im Fernsehbild gehabt. Weil ich mir das jetzt so überlege. Ich glaube, damals hat es mich nicht gestört. Aber jetzt, wenn ich so denke, ich weiß nicht, wie mich das nicht gestört hat. Ich glaube, ich würde jetzt kein Fernsehen mehr schauen, wenn sie so davor hocken würde. Sorry. Ist das gemein? Logisch ist das gemein. Aber ich darf gemein sein zu meiner Schwester, weil es ist einfach meine Schwester. Ja, wie haben wir zusammen gespielt? Matter of fact haben wir nicht mega viel miteinander gespielt, weil sie einfach älter war als ich und mich gar nicht gerne hatte. Wenn, dann habe ich mit ihr Barbies gespielt. Alter, wir haben so viele Barbies gespielt. Und sie hat immer die coolsten bekommen. Und ich hatte nie etwas zu sagen, Alter. Zum Teil hat sie so mit mir 6 Barbies gespielt. Ja, nennen, exposed. Mit ihren Kolleginnen, weißt du, so die Phase, wo ich wahrscheinlich auch irgendwann hatte, aber ich hatte sie einfach schon mit 5, 6 gehabt, wo sie dann auch so angefangen haben mit dem Ken und der Barbie so wirklich so tun, als würden sie ficken. Und dann heisst es, komm Emma, du musst auch. Und dann ist einmal, glaube ich, meine Mutter reingekommen und seitdem hat es das, glaube ich, nicht mehr gegeben. Ja, wir haben viele Barbies gespielt und mega viele haben, ich weiß gar nicht, wieso euch das so juckt, aber mega viele haben auch gefragt, so, ja, wie haben ihr das gemacht, das Spielzeugteil und so. Bro, in dieser Geschwisterschaft, wie sagt man dem? Keine Ahnung, in diesem Schwestertum hat es nichts gegeben, wo Teile geheissen hat. Es hat entweder geheissen, komm, Emma, du findest doch die Barbie so toll, gib mir 100 Stutz und du kriegst sie. Und ich, Emma, 5,5 Jahre jünger, habe doch nicht gecheckt, was Geld für einen Wert hat. Habe ihr eine 100er-Note, die ich irgendwie auf Weihnachten oder so bekommen habe ihr in die Hand gedrückt, nur dass ich meine Lieblingsbarbie bekomme und sie hat fett Cash gemacht. Oder irgendwie so eine Lampe, so eine Ikea-Lampe. Ich schwöre, ich habe mal 200 Stutz für eine Ikea-Lampe ihr gegeben. So eine Plastiktischlampe. Einfach weil ich die so wollte. Und sie hat auch immer so aufgepusht, so, als wäre das die geilste Sache ever. Ich schwöre, die hat so einen Businessplan gehabt. Die hat von Anfang an gewusst, so, wenn ich genug lange über die Lampe rede, dann will sie die Emma und dann gebe ich sie ihr erst ab 200 Stutz. Wir haben alles war eine Transaktion gewesen, Digga. Teilen? Nein. Nur wenn es so auf ihren Terms war. Sie war wirklich Chefin. Und amigs habe ich auch probiert. Ein paar haben gefragt, ich suche jetzt nicht die genaue Frage aus, aber ein paar haben so gefragt, ob ich sie schon mal so ausgenutzt habe, dass ich irgendwie so getrickt habe, dass sie blind ist. Ja, Alter, absolut. Einmal habe ich probiert, eben so eine besagte Lieblingsbarbie zu klauen aus ihrem Zimmer. Ich schwöre, sie hat das fix 3 Tage oder so nicht gemerkt. Aber irgendwann hat sie dann gesucht und nicht gefunden und ist einfach, sie einfach selber in meinem Versteck, in meinem Zimmer gefunden, wo ich in der Schule war. Und dann ist sie einfach weg gewesen. Und dann habe ich sie gar nicht mehr gefunden. Also dann ist sie bei ihr auch nicht mehr rum gewesen. Und dann habe ich rumgekühlt und rumgetan und ich habe die Barbie, ich schwöre, ich habe sie nie mehr gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie geheißen hat. Priscilla. Ist das die Priscilla gewesen? Ich weiß nicht. Oder, was ich auch oft gemacht habe, wir haben oft Versteckis gespielt. Dann habe ich einfach, wenn sie in der Nähe von mir war, habe ich einfach nochmal ein Versteck gewechselt oder so. Und etwas, was ich glaube nicht weiss. Nein, das weisst du nicht. Aber eine Zeit lang hat sie mega viel Produkte vom Lush gehabt. Und ich habe nur so scheiß
Duschprodukte gehabt. Und ich weiss noch, immer wenn sie duscht hat, hat es so geil geschmeckt. Und dann bin ich einfach, sie hat ein eigenes Badzimmer gehabt dort, das heisst, ich bin nie dort duschen überhaupt. Dann habe ich einfach ihr Duschzeug und sie ist so wild gewesen. Man hat nichts von ihr dürfen brauchen ohne Fragen und so. Aber ich habe so das Zeug genommen und habe es schnell wieder zurückgegeben und so da, als wäre nie etwas gewesen und habe einfach in ihren Laschsachen gebadet. Oder wenn sie so coole neue Make-up-Produkte hatte oder so. Ich habe alles ausprobiert, was du jemals gehabt hast, glaub mir. So Sachen. Aber das habe ich auch bei meiner Mami gemacht und sie sieht es. Also, keine Ahnung. Aber das mit dem Verstecken ist wirklich so der grösste Punkt. Ich habe es immer getrickt. Und irgendwann hat sie es, glaube ich, gecheckt und dann haben wir nie mehr gespielt. So viel, wie ich weiss. Oder so, ich weiß nicht, ob ich das... oh mein Gott. Ja, ich habe auch... So, wo sie so angefangen hat, so Boyfriends zu haben und so, ich habe das so ausgenutzt, dass sie mich nicht sieht. Amigs habe ich wirklich leislich, weil sie hört ja alles, aber wirklich so leislich bin ich irgendwie ums Eck so hören oder so. Weil es mich so interessiert hat, was sie geredet haben und so ein kleiner Gacki vor Emma. Könnt ihr euch vorstellen, wie fucking spannend das war, wenn du so 5,5 Jahre jünger bist. Alle, die eine grosse Schwester haben, können fix relaten. Aber einfach so Sachen, aber nie so wirklich etwas Grosses, glaube ich, oder so. Nein, weil man hätte sie auch gar nicht tricken. Das ist eben so das Ding. Sie ist ja nicht dumm. Und sie hat genau so alles gecheckt. Was ich nur amigs zum Beispiel gemacht habe, ist so weil ich kann wirklich nicht so gut Gesichtsausdrücke lesen oder so. Wenn wir irgendetwas geredet haben und ich zu meiner Mami so gemacht habe, so mäßig so, nein, sag nichts oder so, dann haben wir das halt, wir haben mega viel nonverbal können kommunizieren, ohne dass sie es mitbekommt. Glaube ich auf jeden Fall, dass sie es nicht mitbekommen hat. Aber das haben wir auch nicht viel gemacht, nur gerade wenn es wirklich irgendwie, keine Ahnung, es geht um ein Geschenk oder um etwas, was sie noch nicht weiss oder bababa, so wie man es halt kennt. Ja, aber sonst, sie checkt alles. Behandelt dich Menschen anders, weil du eine blinde Schwester hast? Nein, überhaupt nicht. Also ich weiss noch, so in dem Bündner Kaff war es, glaube ich, eine Zeit lang recht so gewesen, dass sie so ein bisschen gemobbt haben. Also ich weiss nicht mal, ob es wirklich Mobbing, aber so ein bisschen gehänselt, so ein bisschen gemein sind. Und dort habe ich das schon auch amigs mitbekommen, aber ich habe das Gefühl, ich war zu jung gewesen, dass sie mich hätten können mobben wegen dem oder so. Weil, so, Bro, was willst du zu einem 5-jährigen Kind hingehen? So, macht man ja nicht. Aber, ja, nein, ich glaube nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, vielleicht so als Kind war es mehr so, dass erwachsene Leute Respekt vor mir hatten oder so, weil sie gesehen haben, dass ich auf sie aufpasse oder mit ihr rumlaufe. Und dann hat sie mir gesagt, so, ja, du bist so eine Gute und so. Und meine Schwester wahrscheinlich so denkt, so, Alter, wenn du wüsstest, wie die hinter der Kulisse tut. Wir sind wirklich gemein zueinander gewesen. Aber sonst nicht. Jemand hat gefragt, hast du durch sie gelernt, gewisse Sachen mehr zu schätzen? Nein, fix nicht. Fix nicht, weil es eben so normal für mich ist, dass ich sie nicht anschaue wie so ein Mirakel und so ein bisschen, oh mein Gott, stimmt, wegen dir muss ich schätzen, dass ich etwas sehe oder so. Ich glaube, wirklich eben, wie ich schon gesagt habe, so das, was ich vor allem von ihr gelernt habe, ist, dass du irgendwie ein Zeug schon schaffst. Egal, was du für Benachteiligungen hast, ob du, oder so, wisst ihr, was ich meine? So, sie hat immer alles anbekommen, was sie wollte, einfach wenn du es willst. Und so, dass geduldig würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich bin, aber so ein bisschen rücksichtsvoll und einfach ich bin sehr, wie sagt man dem, aware of my surroundings. Also ich habe das Gefühl, ich schaue die Welt schon ein bisschen so an, so, oh, hat es da eine Schwelle? Oder was ist dort und was ist da? Weil ich als Kind sehr musste schauen, wenn ich mit ihr rumgelaufen bin, so, nein, jetzt kommen 3 Stegentritte, jetzt kommen 2. Die da sind ein bisschen höher, die da sind ein bisschen niedriger. Achtung, Schwelle, Achtung, Stufen. Achtung, jetzt kommen viele Leute. So, das habe ich voll in mir drin. Aber sonst... nein, ich glaube nicht. Hat sie viel sehende Freunde oder nur nicht sehende? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es sind mehr Leute, die etwas sehen als Friends. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, sie achtet sich gar nicht auf das und andere Leute sehen sie eben auch nicht als Blinde. Also, ich glaube, es ist einfach so, wer man kennenlernt. Sie lernt hure viele Leute kennen, eben, weil sie auch allein immer irgendwo angeht und einfach so mit den Leuten anfängt zu schnurren. Und sie ist wirklich so das Gegenteil von mir. Das habe ich auch schon in der Introvertiert-Folge gesagt. Bro,
die kann einfach. Und ich bin so daneben so, what the fuck? Kannst du bitte fragen, ob ich noch ein Cola haben darf? So auf den. Jemand hat noch gefragt, ist es schwierig gewesen, mit ihr etwas zu finden, zum zusammen zu machen? Film schauen zum Beispiel geht ja nicht. Falsch. Film schauen geht absolut. Sie lässt dann einfach vielleicht ein bisschen mehr oder eben hockt so direkt vor dem Fernsehen. Aber so auf die Seite, ihr müsst euch vorstellen, ich habe es vielleicht ein bisschen falsch gesagt vorher, sie hockt nicht mit drin, sie hockt einfach auf der Seite. Das macht sie, glaube ich, aber heute auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch macht. Wir haben verdammt viel Fernsehen miteinander geschaut und so. Das Problem war halt, dass sie mega so rational und sie hat so Tagesschau geschaut, wo sie schon ein Kind war und hat so, keine Ahnung, so Anwaltsgeschichten gelesen und was weiß ich was. Und ich halt fucking Barbie-Film schauen. Das war mehr das Ding. Aber später, wir haben eigentlich so Filme und so, ist das Easyste, um etwas zusammen zu machen. Das Problem ist mehr so, dass mein Hobby ist ja im Stall sein und Pferd und Tiere und so. Meine Schwester hat nicht gerne Tiere anlängen, weil sie dreckig sind und einem abschlecken und so. Das ist ja mega eben so das Empfindungsding. Genauso wie sie im Laden die Kleider vor allem anlenkt, wie fühlt es sich an, weil es für sie ja eigentlich nicht primär wichtig ist, wie es aussieht. Obwohl sie ist hure, sie schaut schon drauf, was sie anzieht und so. Aber ich glaube, es ist schon wichtiger, dass es sich auch gut anfühlt. Und das ist halt auch, als ich jünger war, wo sie noch daheim gewohnt haben, so ein bisschen das Problem gewesen, dass meine Mami und ich dann im Stall waren und sie wie nicht können mitmachen oder mitkommen. Das ist zwar eine Zeit lang, ist sie glaube ich auch noch geritten als Kind. Und dann hat meine Mami aber einen Unfall gehabt und dann hat meine Schwester nicht mehr wollen. Aber ja, das war so ein bisschen schade gewesen, dass ich habe das Gefühl, muss sich für sie auch scheiße angefühlt haben. Also wir haben wie etwas zusammen gehabt, meine Mami und ich, und sie hat nicht dabei sein. Aber so eine ganz normale Sachen, die man mit anderen Leuten macht, so ins Kino gehen und blablabla, weiss was, das könnte man alles machen. Kein Problem. Oh, hast du dir mal gewünscht, dass du nicht eine blinde Schwester hast? Ich glaube, fix. Fix habe ich mir das mal gewünscht, aber einfach in so Trotzmoment. Eben so, wenn ich zum Beispiel traurig war, dass ich wegziehen muss oder dass man jetzt dort und dort hin muss oder wenn man irgendeine Info scheissen müssen. Das ist ja genau, also du wünschst dir ja auch ich wünschte, ich hätte eine andere Schwester, die nicht so nervig ist. So, das ist einfach so ein Ding, aber nie habe ich gedacht, oh, wieso kann ich nicht einfach eine sehende Schwester haben? Es ist überhaupt nicht um das gegangen, sondern einfach um die Situation. Oder wenn sie scheiße zu mir war, wäre ich halt eben auch so, Alter, wieso habe ich nicht eine nette Schwester? Aber nicht, wieso habe ich nicht eine sehende Schwester? Also das ist überhaupt nicht, ich glaube, nie um das gegangen. Ja, aber eben, das ist so fucking normal für mich, dass ich mir das nie so überlegt hätte. Jemand hat gefragt, hast du das Gefühl, ihr Selbstbewusstsein hat etwas damit zu tun, dass sie blind ist, beziehungsweise, dass sie sich nicht mit anderen hat müssen vergleichen, oder wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, dann müsse sie sich noch viel fester mit Leuten vergleichen. Weil nur weil sie jetzt vielleicht nicht perfekt sieht, wie sie aussieht und wie andere Leute aussehen, weiss sie ja ganz genau, dass sie anders ist. Und also so anders, sie ist ja anders. Ob sie das jetzt selber so sieht oder ob sie weiss, dass andere Leute sie vielleicht so anschauen könnten, ich glaube, ich wäre mega insecure in ihrer Position. Und ich weiss nicht, von wo sie ihr Selbstbewusstsein hat, aber sie ist einfach irgendwie so. Sie ist eine mega starke Person und sie hat mega viel Zeug durchlebt, aber äußerlich, glaube ich, hat sie das wie jede andere Person gehabt, wahrscheinlich auch in den Teenie-Jahren und so, dass man denkt, weil, weißt du, wie schlimm ist das, wenn du vielleicht gar nicht weißt, ja, wie sehen mit Leuten gerade, oder du weißt nicht, amix, merkt sie gar nicht, dass sie vielleicht noch irgendwie Schocke ums Maul hat oder so, weißt du, so, das ist so ein Nachteil, wo jetzt mich mega stören würde. Ich weiß gar nicht, das habe ich sie noch nie gefragt. Aber sie ist auch nicht jemand, der das juckt. Eben, sie juckt es gar nicht, was die Leute von ihr denken und so. Ich glaube, das hat vielleicht schon auch etwas damit zu tun, dass sie gar nicht merkt, so fest wie wir jetzt, wenn sie jemanden schräg anschaut oder wenn sie jetzt jemanden verurteilt oder so, ausser jemand sagt es wirklich. Logisch, sie spürt ja schon den Vibe und so, aber vielleicht hat es schon auch etwas mit dem zu tun, dass sie nicht so offensichtlich direkt checkt, wenn jemand sie verurteilt und dass sie darum ein bisschen mehr drauf schiessen kann. Aber wahrscheinlich hätte sie auch einfach lernen drauf schiessen, weil wie willst du als blinde Person durchs Leben gehen und es juckt dich, was die Leute von dir denken, das kannst du dir halt einfach irgendwie nicht erlauben. Sonst kann sie ihr das Leben gar nicht leben, sonst kann sie ja nicht rausgehen und einfach machen. Ja. Aber das hätte sie eigentlich auch noch fragen können, anstatt das selber zu beantworten. Jemand hat gefragt, ob ich Blindenschrift lesen kann. Nope, überhaupt
nicht. Meine Mutter kann es, weil sie es mit meiner Schwester glaub, zusammen gelernt hat oder so, oder einfach geübt hat oder so. Ich überhaupt nicht. Ich glaube, meine Schwester braucht es auch nicht mehr wirklich, weil sie einfach alles digital macht oder halt eben einfach nachliest oder so. Was sind ihre Hobbys? Das habe ich sie persönlich gefragt. Und sie hat gesagt, ich glaube, mehr als meine Interessen ist es wichtig zu sagen, dass Blinde auf der ganzen Welt fast alles machen können. Von Bergsteigen bis Heavy-Metal-Konzert. Das ist genau das, was ich meine. Weil sie sagt mir so, oh, ich bin on Street Parade. Und ich bin so, oh, was? Und sie ist so, ja, es war chillig. Ich weiss auch nicht, ob sie da amigs untertreibt, um so einem keine Sorgen machen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, ich stirb schon an so Events. Aber ja, nein. Schon gut. Aber sie persönlich sagt, ich lese extrem viel Audible oder Kindle, schreibe, reise und immer Menschen kennenlernen und Podcasts hören. Und auch normale Sachen wie mein Haushalt oder mal Ausgang. Alter, wenn Haushalt dein Hobby ist, dann weiss ich auch nicht. Aber ja, es stimmt wirklich, sie kann alles machen und sie hat schon immer so viele Hörbücher gehört und so. Und eben alles, was sie, wenn sie es einmal gehört, alle die weiss es einfach. Eigentlich die so Fachliteratur hören und dann wäre sie einfach so Doktorfrau irgendwas. Und dann habe ich sie noch gefragt, das hat niemand spezifisch gefragt, aber mir hat das noch Wunder genommen, was sie eigentlich für eine Methode hat, wenn sie irgendwo Neues angeht, allein, um sich so zurechtzufinden, weil sie macht das immer und Leute fragen mich also Alter, wie macht sie das? Und ich bin so, ich weiß es nicht. Sie hat mir gesagt, dass sie einfach Google Maps mit Voice-Over braucht, weil das heutzutage extrem genau ist und dann einfach das befolgt. Und es ist im Fall wirklich so, ich habe sie noch nie erlebt oder gehört, dass sie zu jemandem angeht und fragt, hey, Entschuldigung, können Sie mir kurz helfen? Das macht sie nicht. Wenn, dann gehen die Leute zu ihr an und dann akzeptiert sie es halt oder so. Aber sie macht einfach. Und auch wenn sie dann fucking lost irgendwo ist, irgendwie kommt sie dann gleich ans Ziel. Oder so, sie macht das einfach voll allein. Was ich mega crazy finde. Aber ich gefragt, ist es für die schwierig gewesen, um die um sie kümmern und helfen? Nein, es war einfach ein bisschen viel Verantwortung, weil ich ja selber zum Teil nicht einschätzen konnte, ist jetzt das gefährlich oder nicht. Und so, wenn du halt jünger bist, ich glaube, wenn ich älter gewesen wäre das kein Problem gewesen. Aber ich weiß gar nicht mehr, aber ich habe schon amigs zum Beispiel sind wir dann irgendwo an, wo meine Mama dann gesagt hat, Emma, wieso hast du sie dort angenommen? Oder so. Und ich dann so gesagt, ja, sie hat es gesagt. Und weißt so. Aber es ist immer sehr klar gewesen, weil meine Mami hat mir alles beigebracht. Wir hatten ein klares System gewesen. Wir mussten immer ein Händchen haben und dann hat man einmal gedrückt für, ich weiß eigentlich auch nicht, Schwelle und zweimal für Stopp oder so. Und was meine Mami auch noch gesagt hat, ist, dass es sehr einfach war mit meiner Schwester, weil sie gut gehört hat. Sie hat genau gewusst, wenn meine Mutter sagt «Stopp», dann ist sie immer stehen geblieben. Sie ist kein einziges Mal weitergelaufen, wenn es wirklich ernst war. Weil sie hat genau in der Stimme von meiner Mami gehört, ist es jetzt ernst oder nicht. Also logisch, wir können Fangis spielen und Zeug und Sachen und dann hat sie logisch nicht gehört. Aber wenn es ernst war, hat sie sich immer quasi auf uns verlassen und das gemacht, was wir gesagt haben. Also, und ich glaube, weil wir so ein System hatten, war es auch einfach gewesen, das so zu machen und so. Und eben auch, weil man nicht mal reden musste, jetzt zum Beispiel, wenn wir gelaufen sind und das mit Handdrucken gemacht haben. Du konntest gleichzeitig reden und einfach das war so automatisiert gewesen, dass es wie ganz normal war. Einer gefragt, haben die daheim spezielle Möbel oder die halt irgendwie anpasst, damit sie sich nicht verletzt? Ich glaube, das ist, also erstens machst du das ja, glaube für die meisten Kinder, wenn du Kinder hast, die rumlaufen, weil du kannst ja, es geht ja ein Zeitchen bis Kind, und weil sie ja immer wachsen, geht es ja ein Zeitchen, bis man sich daran gewöhnt, auf welcher Höhe man gerade ist und so, dann schlägst du ja überall den Kopf an am Tisch und Tischkante. Meine Mami hat gesagt, sie haben einfach einen Glastisch gehabt, wo sie nachher ausgewechselt haben, weil der Glastisch ist nicht gelaufen. Und ich glaube, sie haben eine Zeit lang so ein Thema gehabt, dass meine Schwester immer in alle Schubladen in der Küche gegangen ist und eine Schublade hat halt Messer drin gehabt und so und dann, aber das sind halt so normale Kindersachen, also aber so spezifisch nicht. Ich weiss, wir haben dann im Haus, wo wir gewohnt haben wir hat so einen Abgrund gehabt zum Keller, wo wirklich, Alter, das sind wir, die etwas sehen, schon abends runtergefallen und so. Dann haben wir einfach so eine rauche, wie so eine Katzenzunge, Klebstreifen davor gehabt, dass man halt spürt, dass jetzt der Abgrund kommt.
wenn man anläuft, einfach wegen meiner Schwester. Aber sonst, nein, sie ist halt dann einfach zum Teil wie jeder andere Mensch halt auf die Fresse geflogen oder so, aber es ist nie etwas Schlimmes passiert, so viel wie ich weiss. Hast du sie geärgert wegen dem? Ja, Alter, ja, weil ihr Spruch war immer, dass ich adoptiert bin. Und dass meine Eltern mich eigentlich gar nicht wollen und so. Keine Ahnung, das macht ja keinen Sinn, weil wenn ich adoptiert gewesen wäre, hätten wir sie ja ultra fest wollen. Aber so, entweder so, du bist adoptiert, du dumme Kuh, oder ja, unsere Eltern haben die gar nicht wollen. Schau mal, sie haben nach dir kein Kind mehr gemacht und so. Und ich habe dann immer gesagt, blinde Kuh. Ja, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich so gesagt, ja, wenigstens sehe ich etwas. Oder so, man gesagt, du hast da etwas, hast du es nicht gesehen? Also so richtig gemeine Sachen, aber eben, es sind einfach geschwisterte Sachen. Wie reagieren andere darauf, wenn sie hören, dass du eine blinde Schwester hast? Hey, alle sind immer so, was? Oha, seit Geburt? Oder wieso ist sie blind? Sie ist seit Geburt blind, übrigens. Und dann kommt gerade so, ja, aber lebt sie denn noch daheim oder was macht sie und so. Und dann kommen wir recht schnell einfach auf die Conclusion, weil ich selber gar nicht weiss, wie erklären oder was sagen oder so, dass sie halt einfach speziell ist und einfach alles anbekommt und einfach ja, ihr Leben lebt und ich selber nicht check wie. Und dann ist das Thema wie gegessen. Und dann jedes Mal, wenn es wieder aufkommt, sind sie so, oh mein Gott, stimmt, ich habe ganz vergessen, du bist eine Blinde. Also es wird schon als sehr speziell angeschaut und so, wow, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wieso, es passt wie nicht ins Bild der Leute von mir. So, was, du hast eine blinde Schwester, hä? Leute checken nicht mal, dass ich überhaupt eine Schwester habe. Übrigens, alle denken, ich bin ein Einzelkind. Bin ich low-key auch, weil sie einfach so viel älter ist. Aber nein, das ist eigentlich so eine Basic-Reaktion. Rutscht dir ab und zu nicht so etwas raus wie «Boah, hast du gesehen?» oder «Shit, schau mal, wie schön». Nein, also ich meine, bei gewissen Sachen kann ich das ja auch bringen. Aber wenn nicht, dann ist es wie so in mir innen automatisiert so, dass ich dann halt einfach sage «warte, wenn ich dir jetzt das Bild zeige, warte, ich tue kurz reinzoomen. Siehst du das, wenn ich es dir so zeige?» Und dann sagt sie, ja, geil. Oder sagt, nein, ich check jetzt nicht ganz, was es ist. Und dann erkläre ich es und dann vielleicht checkt sie es noch. Oder ich beschreibe es dann einfach. Also es ist mega oft so, dass ich dann, zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit waren früher und ich über einen wollte lästern oder so, dann bin ich einfach so auf Dänisch, habe ich dann so beschrieben, zum Beispiel, was er gerade macht und wie er gerade aussieht oder so. Aber also das Rausrutschen, nein, ich glaube nicht. Hast du sie einmal viel verteidigen oder vor anderen so schützen? Nein, überhaupt nicht, weil sie ist extrem selber so. Also, sie kann hure auf sich selber schauen und ich bin ja die Jünger und so. Ab und zu habe ich natürlich schon etwas gesagt und so. Und ich finde, ich nehme einfach so die Rolle ein, dass ich, wenn es um das Thema geht oder so allgemein probiere, ein bisschen aufzuklären oder so zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel meine Friends reden über jemanden oder eben auf der Straße oder so, wenn jemand kommt mit einem Blindenstock und niemand geht auf die Seite, dann sage ich «Achtung, gehen Sie kurz auf die Seite» oder so. Und weil ich einfach das sofort check und andere Leute vielleicht gar nicht sensibilisiert darauf sind, dass man sich auf das achten muss und checken gar nicht, dass jemand mit einem Blindenstock gerade kommt oder so. Aber so, das ist mehr so, weil ich einfach Wissen habe, was andere Leute vielleicht nicht haben und das gerne dann auch weitergebe. Aber so verteidigen oder so nicht. Noch, ich habe einfach allgemein eine Frage über Blinde. Wie schaffen sie das, rumzulaufen, ohne die Leute zu laufen? Du, ich glaube, vor allem die Leute laufen nicht in sie rein. Also entweder eben, du hast einen Blindenstock, dann gehen die Leute ja aus dem Weg, oder der Stock kommt halt an die an und du checkst, du musst weg. Aber jetzt meine Schwester, ich glaube, sie läuft low-key einfach. Und wenn du sie dann von Nähem siehst du auch, oh, sie sieht es ja, aber so, da ist etwas. Und ich glaube, sie macht es, also ein Stück weit machst du das fix auch ein bisschen extra. Ich meine, sie könnte fix probieren, allen aus dem Weg zu gehen. Und sie geht auch sicher nicht extra jemanden in meinen Weg. Aber so, irgendwie musst du dir ja auch dein Recht nehmen, einfach jetzt zu laufen. Und so, jetzt gehen mal die anderen auf die Seite, weil sie muss ja sonst schon mehr einstecken. Also, ja, ich glaube, das ist mehr so ein alle weichen einander so ein bisschen aus. Und meine Schwester ist fix auch schon in die Leute reingelaufen und so. Und dann sind sie zuerst hässlich und dann sehen sie und sind so, Entschuldigung. Okay, und die letzte Frage, die ich vorlese, ist, was hat sie zur Unterstützung? Ein Hund, eine Person als Begleitung?
wie ist das Haus angepasst und so. Eben, sie hat wirklich nichts. Sie braucht nichts außer ihr Handy. Sie hat, glaube ich, eine Putzfrau, so viel wie ich weiss. Weil das ist halt schon, das sind dann schon so Sachen, wo du merkst, das ist ein bisschen schwierig jetzt auch. Also sie kann kochen und alles, aber logisch, sie wird jetzt nie so hauchdünne Gurkenschnittchen schneiden, einfach von Hand. So. Früher, eben, als sie aufgewachsen ist, haben die Leute ihr alles immer mit ihr trainiert und geübt und regelmäßig angeschaut und so, aber mittlerweile ist sie mega selbstständig und macht alles allein und möchte auch gar keine, habe ich das Gefühl, Hilfe von anderen, was jetzt so banale Sachen angeht, eben, also außer jetzt Putzfrau, aber ich würde auch eine Putzfrau holen, auch wenn ich sehe, wenn ich das Cash dazu hätte, ehrlich gesagt. Ja. Und sonst, nein, sie macht immer alles allein. Crazy, oder? Ja. Was ich vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt. Ich hoffe, es hat so ein bisschen aufklärerische Wirkung gehabt. Und eben, es ist mega wichtig, sich das so, ich weiß, es ist auch mega schwer, weil ich sehe auch zum Beispiel jetzt jemanden im Rollstuhl auf der Straße und habe mega Mitleid, aber die Leute wollen kein Mitleid haben. Es ist okay. Meistens. Logisch kannst du das auch nicht für alle sagen, aber Mitleid bringt diesen Leuten überhaupt nichts. Es bringt diesen Leuten etwas, wenn man sie wie normale Menschen behandelt und genauso mit einbezieht. Und ich glaube, das ist für meine Schwester auch jetzt etwas vom Schwierigeren gewesen, dass sie oft ausgeschlossen worden ist, also weil Leute gar nicht wissen, wie damit umgehen. Aber du musst gar nicht damit umgehen. Und wenn dann fragst du halt, hey, was soll ich eigentlich machen, wenn das und das? Oder wie findest du eigentlich, soll ich die irgendwie begleiten? Oder aber wenn man einfach so im Voraus so für die Person entscheidet, was man findet, ist das Beste zu machen, ist ja schon mal absolut falsch, weil du entziehst dieser Person so das Recht und so die Fähigkeit, selber zu entscheiden und so wie urteilsfähig zu sein. So, logisch kann die Person dir genau sagen, was sie braucht von dir, aber du fragst sie ja nicht einmal. So, dass man einfach ganz normal mit diesen Leuten umgeht und die sind genauso lustig, die sind genauso frech, die sind genauso arschlöcher, die sind genauso traurig wie wir und haben genauso einen schwarzen Humor oder sind genauso offended, wenn du etwas sagst. So, es sind ganz normale Menschen und jeder ist anders. Und sie können so viel cooles Zeug, das wir überhaupt nicht können. So, Bro, lauf einen Tag mit jemandem Blindem rum und du weißt den ganzen Gossip von jedem, der im Bus hockt, wo du selber gar nicht verstanden hast, weil sie es einfach hören, zum Beispiel. So, es ist so speziell und funny und ja, haben keine Angst vor Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Wirklich Top-Tier-Menschen meistens. Aber eben, es gibt auch Arschlöcher. Stay neutral, meine Freunde. Ich glaube, übrigens, nächste Woche rede ich über Confidence. Ich kriege so viele Nachrichten zu dem in letzter Zeit. Ich glaube, ich sage jetzt immer am Schluss von der Folge, was das Thema von der nächsten Woche sein wird, einfach, dass ihr euch so ein bisschen freuen könnt. Wer mir auf Insta folgt, auf dem Losemal-Account, hat auch fix mitbekommen, dass jetzt der Insta-Post zu der Folge immer am Samstag schon kommt, weil sich Leute gewünscht haben, dass man halt schon vorher so seine Gedanken dazu kann sagen und so. Genau. Und ich weiss nicht, ob ich das jetzt auch einführe, dass ich immer so das Thema drop und dann mache ich noch so ein Frageding auf Insta, dass ihr mir noch eure Gedanken oder so spezifische Sachen dazu könnt geben. Nicht, dass ich irgendetwas vergesse oder so. Also vergesst nicht, dem Losemal-Account zu folgen. Ich habe übrigens gesehen, wir haben jetzt auf Spotify 1000 Bewertungen für den Podcast. Ich finde das super heftig, Alter. Kings. Wir sind aber immer noch auf 4,8, was mein Herz immer noch kränkt. Aber vielleicht muss ich auch einfach die 4,9 aus dem Blick lassen. Vielleicht ist es einfach not meant to be. Genau. Peace out, Leute. Oh, was ist eigentlich... Meine Schwester hat mir eigentlich 2 Sprachaufnahmen geschickt. Was war eigentlich die andere? Ja, wenn voll keine Berührungsängste haben, behinderte Leute. Und zum Abschluss noch eine andere Sprachaufnahme von meiner Schwester, die es, glaube ich, ziemlich gut zusammenfasst. Ja, wir müssen voll keine Berührungsängste haben mit behinderten Leuten, auch nicht, also mit blinden Leuten. Die meisten von uns sind eigentlich sehr offen, was unsere Behinderung angeht. Und es muss auch ja gar nicht leid tun oder so, weil ganz viele von uns haben sehr erfüllte Leben. Und ja. Hast du gehört? Sie hat ein erfülltes Leben und du nicht. Bitch. Tschüss.
Bis nächste Woche.